Ja, grüß euch wohl, wir Tüpfelscheisser sind auf unserer Abschiedstour. Nachher ist bei uns dann leider Schluss. Wir hoffen, mit dem letzten Reisser von der Berner Hochkultur bringen wir noch einmal grossen Genuss. Wie gesagt, das war eine traurige Ankündigung. Es ist nicht gerade ein super Opener so, für die Stimmung, aber es ist tatsächlich so, wir sind das letzte Mal da. Der David und ich, weil wir haben uns eingesehen, dass auch wir nicht alles können. Und ich eben, meine Mozopotamier sind gegen am Donnerstag allein ohne mich unterwegs. Und jetzt habe ich gesagt, ich komme jetzt wieder reumütig zu ihnen zurück. Also ist unsere vierte Schnitzelbank, die wir hier machen, auch die letzte, aber wir haben gefunden, wir können uns hier noch ehrenvoll verabschieden und machen das mit etwas ganz Besonderem, nämlich mit einer Hommage an Mani Matter, kombiniert mit dem Spiel Leute erraten. Ich habe nämlich 10 Matterlieder so umdichtet, dass sie jetzt alle eine Person beschreiben. Das sind alles Personen von der heutigen Zeit. Alles solche, die noch leben und alles solche, die ihr sehr wahrscheinlich kennt. Und weil es eine Hommage ist, habe ich es auch ganz genau genommen und geschaut, dass die ganze Versstruktur, sogar jeder einzelne Reim und möglichst viel vom Originaltext von Mani auch erhalten bleiben. Für euch ist das eben ein Quiz, das heisst, ihr könnt euch jetzt gegen 2 zusammentun, so wie in der Schule, auch eine Partnerarbeit und dann schauen, wer das die Personen herausfindet. Und am Schluss können die weniger Punkte haben, denen, die mehr Punkte haben, die nächste Runde zahlen. Abgemacht? Ist gut. Gehen wir los. Die Auflösungen kommen selbstverständlich mit den Bildern von David. Das darf jetzt schnell so ein bisschen weg. Und dann können wir anfangen. Auf manger Farbfoto sieht man ein Lächeln, er fährt ihm grad runter daher. Dort sitzt das Bild, hübsche Mannsbild, daneben sind je nachdem nie peripher. Uhren und Schäber, mal Kaffeemaschine, mal Turnschuhe und unten dran steht: das Glück sei das dank dem Smile vom Ex-Sportler, wo jeder weiss, wie man ihm sagt. Kaufen drum dir, wo mit diesem bekannt sind, die Sachen am besten noch heute. Fahren die Laden, gäb's aber wird, nehmt so viel, wie ihr könnt ihr da mit. Denn unser menschliches Leben auf Erde, das müsst ihr doch zugeben, ist mies. Wenn jeder weiss, wo man das Glück kann finden, der fragt nur er nach dem Preis. Rund um die Welt kennt man seinen Vater und seine Mutter, die gewiss auch. Doch das findet er nicht so glatt, er hat schon früh probiert zu entkommen. Ist festen während Jahren, hat sich gern auf Bad Boy getrimmt und sich geschlechtlich wollen paaren, weil ne Menge Wunder nimmt. Ja, das hat er gewiss nicht gestohlen, doch wo dann sein Kind ist gekommen, sei plötzlich unverhohlen viel Rassismus vorgekommen. Darauf hat er lang mit sich gerungen über die Position im Haus, hat am Schluss keinen Weg mehr gefunden als mit mega Nachdruck draus. Eine auf ein grosses Portemonnaie gebaut, wo so viel Geld wär drin gsi, doch gleich. Haben sie es parlamentarisch kürzen, so dass klar ist, sie ist ärmer, weder vorher dran gsi. Sie hat zwar gäng noch Geld gehabt, aber nicht mehr gleich viel. So läuft's bei uns, das ist Demokratie. Was sie kein bisschen gefeckt hat, ist, dass sie jetzt nicht mehr gereckt hat für Bildung und Entwicklungshilfe dabei. Sie hat sich gesagt, hey, no, es tut ein bisschen einfacher auch und hat den Schlenker budgetiert, doch just. Agrar- und militärisch wird geschont monetärisch.
am Schluss der trotzdem da gsi mit Verlust. Es gibt einen Typ, der geht im Sportlerzeug den Alpengipfel nachher. Mit dem Sessel geht's rauf und dann wieder nachher. Dabei fräst er wie ein Tier und ist meistens deutlich vor, sodass seine Gegner denken, der hat am Viertel einen Motor. Ich versteh's nicht, ruft von hinten, Kopf, was tun wir da dagegen? Ich versteh's halt, denkt der vorne müsste nicht hässig sein deswegen. Schliesslich ruft noch einer, schau, sein Tank ist leer, der kommt nicht mehr weit. Doch schon hörst du am Ziel der Lärm und es nützt schon wieder nichts. Kennt ihr das Geschichtli schon von der irren Dame, die von Amerika ist gekommen und hat die Welt für sich eingenommen? Sie hat in der Jugend schon Freude an Musik bekommen und hat gedacht, das kann ich auch. Darauf ist sie ins Studio. Krasse Kleider hat sie auch, alle schauen die Video und viele Preise ist sie schon, garnieren grad en gros. Sogar Jazz, das singt sie auch auf bestechendem Niveau und zum Film ist sie auch gekommen, leck ist das ein Numero. Kunst ist gäng ein Risiko, das hat sie sich zu Herzen genommen. Und ihr seht die Moral davon, macht nicht alles comme il faut. Mit Glück geht's euch so, wie der irre Lady, die von Amerika ist gekommen und hat die Welt für sich genommen. In der Schweiz ist sie Politikerin mit einem gesunden Schlaf. Sie als Vizepräsidentin ist, denkt wirklich immer brav. Und sie glaubt an ihren Papi, der alles weiss und alles kann. Und darum sagt sie gern zu allem, was von dem kommt, nur ja. Doch daneben gibt's so Sättig, für sie sind das schwarze Schaf, wo sie drauf eine grosse Wut hat, weil die sind gar nicht brav. Und dazu kommt eine Regierung, die alles so macht, wie die es wollen. Und darum sagt sie gern zu allem, was von der kommt, gern nein. Wie viel schöner wär, sie hätte vielleicht nicht so gesunden Schlaf. Und dafür wär sie ein bisschen kritisch, statt Parteiparole Sklav. Manchmal frage ich mich, ist es möglich, dass wir mal den Zustand haben? Es wär schön, wenn es so käme, doch ich glaube, ändert nein. Und das Schwierige: Es gibt einen Verein, der gehört er dazu. Und die Leute sagen, schau, der gehört er dazu. Als Oberhaupt gehört er ja wirklich dazu und er steht dazu. Dann gibt es so Sättig, die gehören dazu, dass sie unentdeckt so grusig tun können. Und die sie herzlos haben, drängt dazu, leiden wie eine Kuh. Und während sie es machen, die dazu gehören, schaut diese dem Treiben noch zu. Doch gäng mehr Leute sagen Nein dazu und haben langsam genug. Dann wird er verlegen, steht nicht mehr recht dazu. Und gleich denkt der Blaser mir doch in die Schuhe und sagt er doch wieder nichts dazu. Drum gibt's dort nie Ruhe. Es gibt zwei Schwosten, es ist kein Witz, es gibt zwei Schwosten, es ist kein Witz. Und die können rennen wie der Blitz, und die können rennen wie der Blitz. Sie sind von Bern, was ein Prolet, sie sind von Bern, was ein Prolet. Könnt stören, weil er's nicht grad sieht, könnt stören, weil er's nicht grad sieht. Und weil sie gut sind, rennt bis jetzt, und weil sie gut sind, rennt bis jetzt, haben sie Medaillen jetzt im Besitz, haben sie Medaillen jetzt im Besitz. Er hat ein
das Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben. Er hat geschaut, dass die Welt auch sicher von der Flamme wäre vernehmen und hat das Hölzli davon spicken und daran Freude bekommen, dass es gleich schon hat ein Loch in den Teppich gegeben davon. Es hat einen Aufschrei gegeben hier und alle haben sich die Waffen genommen. Es hat gehornet in den Straßen, wo die Bomben rauskommen. Weil er das Feuer hat unterstützt, hat das Hornen nicht mehr viel genützt. Und die ganze Stadt hat brennt, es hat sie nicht mehr geschützt. Duno hat interveniert und NATO gleich drauf aber auch. Für das Land noch können zu retten, sind auch Semi-Panzer gekommen. Jetzt erfasst den Adina auch Europa, Afrika. Es könnte einen Weltkrieg geben und die Menschheit wäre gleich nicht mehr da. Er hat das Zündhölzli angezündet und es hat eine Flamme gegeben. Er hat geschaut, dass die Welt auch sicher von der Flamme wäre vernehmen und hat das Hölzli davon spicken und dann Freude bekommen. Wie fatal, dass man den nicht schon früher fort hat genommen. Der letzte. Ein blöder Sieg, ein Glünki und ein Sörmu. Gibt's heute in Personalunion, der baut sich grosse Türme, weil er so der Welt will zeigen, er sei ein geiler Sieg und er lügt und kaffelt Frauen, was ja auch nicht jeder miert. Manchmal schiessen sie in die Kugeln so um die Ohren, dass es blühtet. Und er täubelt und schießt und schwadroniert und schreit und wütet. Und der Sörmu, der Glünki, der Lau, der blöde Sieg, ist verdammt noch einmal gewählt, da helfen keine 1000 Flüche. Noch ein paar Flyer von meinem Programm umzugeben, wo ich im Moment dran bin am Spielen. Es heisst «Lösle». Und wenn es los will, dann kommt auch so das Mädchen dort noch einmal. Merci vielmals, habt's gut. Ciao zusammen.